Ja, nicht nur Mario streckt sich, sondern auch ich bin ein bisschen müde und jetzt legt er sich hin und träumt weiter von seinen Zetten. Lord Z. Na gut, ein kleiner Insider für Power Ranger Fans. Jedenfalls willkommen zurück beim Together hier mit dem guten alten. Natürlich, Kai ist dabei, der Lord des Let's Plays, so wie ich mich lebensmüde selbst benannt habe, tatsächlich. Ja, wieder mal der Kai ist dabei. Ich habe ihn einfach nicht losbekommen und daher dachte ich mir, na komm. Soll er halt nochmal mitmachen und ja, nur mal noch so eine kleine Info, Freunde. Kai meinte, die Batterieleiste hier, die halte noch. Also, wenn die doch nicht halten, dann könnt ihr auch bei ihm, ja, beschweren. Genau, ich nehme es auf meine Kappe. Ich bin dafür verantwortlich, wenn wir jetzt tatsächlich im Let's Play irgendwann die letzten 5 Minuten unterbrechen müssen, weil die Batterie alle ist. Und Genau. Und wie immer auch wieder in dieser Folge in der Beschreibung findet ihr einen Link zu Kais Kanal. Vorbeischauen und seine Videos anschauen. Ihr werdet sehen, er macht es gar nicht mal so übel. so, na die Frage ist, was nehmen wir jetzt? Wollen wir auf deine Rutschpartie? Wie die Zuschauer kennen, ja. Wie ich dich kenne auch. Aber selbstverständlich. Ey, dann hast du es hinter dir und dann ist fertig. Na, du mit deiner dämlichen Logik, hey. Naja, wir müssen ja mal sagen, also du musst jetzt hier nicht irgendwie beschissen 100 Münzen oder so sammeln, 100 lila Münzen in der Rutschtour einsammeln, also hey, gut schon. Du hast gerade gesehen, oder? Da weg meinen Strich und so. Ja, ich hab's gesehen. Gut. Ich vertraue da meiner Erfahrung mit der Wii. Oh, Yoshi-Action. Die Frage ist, wo ist hier der grüne Stern wieder mal? Tatsächlich mussten wir im letzten Part mal rätseln, kommt selten. Ja, bei mir öfters und bei ihm vor allem seltener. Ja. Autsch. Was war denn Nicht das? so cool. Achso, es ist so eine. Da gibt ja noch so andere Spiele, die da hoch und runter bloß springt. So ein Kacklappen, ne? So, hast du schon eine Ahnung, wo der Wo ist Stern Yoshi? ist? Wo ist denn der süße Reitierkumpel? Da war er doch, kannst du gleich mitnehmen. Ja, aber fragen, wo der Stern ist. Naja, Ski können wir erstmal mitnehmen. Das ist ja. War der nicht gleich am Anfang hier oben in der Baumkrone irgendwo? Ich weiß es gar nicht. Ja, lecker, auch voll lecker, schmeckt bestimmt voll eklig. Ich finde die Yoshi-Form hier so geil. Doch, hier ist einer, hör ihn. Hab ihn gerade gehört. Ja, der ist glaube ich ganz oben. Da haben wir noch einen. Zur Not springen und dann erst die Frucht fressen, dann kommst du ein bisschen höher. Ich weiß, aber... Ah, da oben ist Da er. ist er. Ich sehe ihn. Aha. So hoch. Ja, brauchen wir nicht, ist egal. Und jetzt Pepper und abjumpen. Geht das nicht? Ja, Moment mal, ich weiß gar nicht mehr, wie es ging. Wow! Mach mal Rückwärtssalto, der ist besser. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh, wenigstens sicher gelandet. Ja, wenigstens. Super. Schnauze, Ruhe auf milligen Plätzen. Hey, ich habe gute Plätze, es sind Logenplätze. Das freut mich ja für dich. Wow. Live im Let's Play dabei. Ey, hallo? Ah, super reagiert. Ja, B ging gerade nicht. Ich wollte gerade automatisch zu schnappen und... Nein! Ich bin doch gerade richtig gelandet. Halt schon, ja. Jetzt reißt er aber, komm schon Yoshi, Zunge ausstrecken. Nö, geht nicht, der hat einen Flug. Scheiße. Nee, hat er keinen Bock gehabt. War ihm zu langweilig. Faule Sau. Wieso geht das nicht mehr? Yoshi ist toll, muss man sagen. Zack. Paff. Yeah, super. So, kommst du noch bis oben? Ja, das geht. So. Und jetzt Pepper, genau. Und jetzt mach mal Rückwärtssalto. Warte mal kurz. Alter, wieso rutscht der so? Na, Seitwärtssalto, dafür hast du nicht genug Platz. Mach mal Rückwärtssalto. Ach, schade, nicht hoch. Klappt, ja. Moment mal kurz. Und dann springen und den. Kannst du ehrlich, also mit Yoshi springen und dann den Rückwärtssalto machen? Ja, das geht. Ja, das ist. Und Pepper und Perf. Na, Muss ich ja schon mal beim grünen Stern machen. aber ich glaube, wenn du mal ein Stück Moment, nach der vorne ist hier, okay.
Yeah, perfekt. Ich sag's ja, man muss sich nur ein bisschen konzentrieren, dann klappt das schon. Richtig. Und Yoshi als Trittbrett benutzen. Voll fies. Sowieso. Aber muss man sagen, Yoshi ist ein toller Charakter. Er ist halt der kleine Knuddel-Dino. Schnauze. Apropos, da könnten wir mal die Diskussion anfangen. Glaubst du, Yoshi ist männlich oder weiblich? Er legt ja Eier. Kann man sich drum streiten, oder? Er ist asexuell. Oh Gott, jetzt habe ich falsches Kopfkino im Hirn. Oh Gott. Nein, weißt du wieso? Danke. Too much information. Yoshi ist ja ein Dinosaurier, oder? Und wir kennen doch aus Jurassic Park, dass Dinosaurier asexuell sind, heißt, dass sie ihr Geschlecht ändern können. Jurassic Park habe ich lange nicht gesehen. Weil da war es im Grunde so, dass den Dinosauriern ja zuerst ein bestimmtes Hormon entzogen wurde, sodass alle eigentlich männlich waren. So sein sollten. Dann haben sie sich selbst angepasst. Ich glaube, so war es. Ich habe Jurassic Park lange nicht gesehen. Als Kind aber ziemlich oft. Auch noch entgegen also man sagt ja mal, ja, Jurassic Park war erst ab 12 oder 16 oder so. Durfte ich damals noch nicht gucken. Aber, naja. Ja, ich fand es interessant herausfinden, dass halt Dinosaurier die ersten Transen waren. Das ist ein super Vergleich. Ja, stimmt oder stimmt's nicht? Ja, okay, True Story, kann man bestätigen. Confirmed. Super, merke ich mir. Ja, ich meine, noch besser dran sein geht's doch gar nicht. Du kannst jederzeit deine Sexualität anpassen, wie es dir halt beliebt. Das stimmt allerdings. Ist ja eigentlich noch praktisch. Aber wir müssen schon sagen, ist so eine creepy Vorstellung, wie so ein Dino mit so männlichen Zügen und dem weiblichen Schminke da. Nee, das geht nicht. Kopfkino. Ja, komm, das ist eben der Unterschied zwischen uns. Ich stell's mir gar nicht erst vor. Ich mach's leider, weil ich eine große Fantasie habe einfach irgendwie. Ich will einen Stern. Nein, das wollte gar nicht, scheiße. Ist das hier oben? Da oben ist der, haben gesehen. Nicht in die Röhre. Scheiße. Ach, geht aber. Ich dachte, das ist schon irgendwie eine extra Röhre. Na, dann kann sich Michael noch ein bisschen Leben einsnacken. Der erste ist es schon mal. Zack. Jo, du musst ein bisschen aufpassen, dass man hier die Fernbedienung nicht so laut hört, weil das sollte ja eigentlich nicht so sein. Das Rumschwingen und Klacken der Fernbedienung, das ist ja eigentlich eher ein bisschen kontraproduktiv für Let's Play-Verhältnisse. Eigentlich genauso wie der Batteriebalken, aber ich finde den eigentlich sehr hilfreich, den Batteriebalken, weil, komm, seien wir ehrlich, wenn du jetzt mal überlegst, ich kenne irgendein Spiel, da ist dieser Batteriebalken gar nicht und irgendwann denke ich so, ey, hallo, warum funktioniert nichts mehr? Ja, na, wenn du nichts siehst, dann weißt du auch nicht, ob die Batterie hat. Irgendwie hier... Nö. Ich glaube, du musst also du rasselst ja, wenn du jetzt runterfällst, durch und jetzt, ja, wenn du jetzt runterfällst, könnte klappen. Ja, könnte klappen. Ja, mit Sicherheit. Also das heißt, bei anderen klappt es garantiert, bei mir wahrscheinlich erst nicht. beim zweiten Mal, ne? So, jetzt gleich nach links, fliegen und abspringen. Ach so. Denk daran, Rückwärtssalto, ZA und dann machst du nochmal den Trittbrettsprung. Ich denke mal, es klappt doch so. Yoshi ist ja kein Brett. Nicht? Ja, er ist zwar so hohl wie so ein Holzkopf, aber er ist kein Brett. Er hat zumindest keinen Waschbrettbauch. Siehst du, so. Geht auch so. Gut, ich habe nichts gesagt. Ist das nicht aus Shin-Chan? Der maskierte Muchacho? Egal, vergessen wir das. Ich habe nichts gesagt. Oh Mann. Man muss ja auch mal ein paar Insider bringen. Ja, Insider, das ist schon uralt Schnauze. Ich glaube, das kennt kaum einer noch. Vor allem, weil die Zeichnungen auch so schlecht sind. Sowas guckt man sich ehrlich nicht an. Ne, ich finde auch Shin-Chan war eine Serie, die zwar zu der Zeit der Blüte der Animes kam, aber regelrecht eines der grottenschlechtesten Animes ist. Ich würde es eher als Trickfilm bezeichnen, also... Ja, aber es ist halt ein Anime, es kommt aus Japan und daher Anime. Ja, stimmt. Wenn du so willst, ist es nicht irgendwie Heidi ein Anime oder so, aber naja. Ach ja, Heidi, Sailor Moon und so, die ersten Serien noch, die waren schon nice. Richtig. Vor allem halt Sailor Moon. Obwohl ich ja Heidi nie wirklich so geguckt habe. Sailor Moon schon, muss ich gestehen. Ja, wer nicht, ich meine, sorry, hey. 5 junge Frauen in knappen Röcken, also bitte. Richtig, genau so sieht's aus.
Du kannst, du brauchst Kenyoshi, ne? Da ist Schaukel, genau. Ja, hab's gerade gesehen. Ich weiß, dass er tun muss. Scheiße, ich hab den Stern vorhin gesehen. Ich glaube, was, du hast ihn schon gesehen? Ja, ist auf der Rutsche. Ja, möchte ich meinen. Irgendwo in der Rutsche musst du dich so fies rumdrehen. War ein bisschen ätzend. Flapp. Ich sehe mir schon 10 Folgen hier fehlen. Gut, denn, Am Schluss kommt es so weit, dass Kai extra dafür hier anreisen muss. Wäre total geil, würde ich gerne mal machen. So richtig interaktiv. Oder halt die andere Variante wäre, schick dir einen Safe-Stand zu und du machst dann bei dir auf der Konsole. Das wäre theoretisch möglich, oder? Hey, auf die Idee kommen wir erst jetzt. Ja. Hey, ich meine, sorry, ist ein Let's Play Together, also wäre eigentlich anliegen. Aber da können die Leute nicht zuschauen und das wäre ja langweilig. Wieso, du kannst es auch aufnehmen, oder? Nein, leider nicht. Ist ja ist ja alles schon. Ach so, ja, stimmt, so. Die haben uns so etwas noch zuschicken, ja. Also machen könnte ich es, aber ich könnte es nicht aufnehmen. Aber sehr geil wäre es schon. Da könnte man immer so wegen Aufnehmen könntet ihr etwas organisieren. Ich weiß nicht, ob dein PC das aushält. Ich denke, nein. Also ich habe ja, wie gesagt, mal einen Grabber angeschlossen und tatsächlich ist die PS2 angesprungen, aber Final Fantasy X zum Beispiel hat so extrem geleckt. Das ging gar nicht. Und ich habe noch nicht mal die Aufnahmeknopf gedrückt. Einfach nur das Spiel an sein war schon unaushaltbar. Und da war schon wieder die Batteriemeldung, also werde ich nervös hier. Ja, frag mich, ich höre den Stern nicht mehr, wo ist der? Der kommt gleich. Pass auf, jetzt musst du dich so rumdrehen. Pass auf, nein! Nein. Ja, das war sowieso klar. Ja, wo genau, wie, wann, wo umdrehen? Also er ist irgendwo zwischen den Pflanzen. Du musst ganz komisch kopfüber springen, das weiß ich noch. Er ist innerhalb dieses Kreises. Auch die schöne alte Rutschenmucke. Ja, ich kenne ja noch aus dem 64er und so. Damals fand ich es noch cool. Ja, aber hier ist es ätzend, weil die Rutsche schwerer ist, ne? Ja, das hier ist asozial. Ja, das ist noch normal, aber jetzt wird's eklig, wenn man hier runterfallen kann. Und die meine Let's Plays zum Beispiel kennen, die wissen, ich hasse Dinge, wo ich runterfallen kann. Ich glaube... Nee, das ist ein Leben. Wie zum Beispiel dein Bett. Da könntest du ja auch runterfallen. Ja, ist aber nicht sehr tief, also... Da. Mein Bett ist ja flach gelegt worden. Oh Gott. Ja, Sarazar-Niveau, ne? Nein! Oh Gott, nein, nicht das schon wieder. Oh, und... Ja, schade. Fast hätte geklappt. Ich sehe schon die ersten Kommentare, hey. Fail King is really back und so. Aber jetzt mal so eine Inhaltsfrage. Mit Together mehr Zuschauer, oder? Ist ja immer beliebt, oder? Grundsätzlich schon, aber jetzt bei mir? Ich weiß noch, unsere alten Videos waren immer lustig. Ja, das schon. Und vor allen Dingen ist es unterhaltsamer, denke ich. Also ich erzähle mal jetzt Insider von mir. Irgendwann, als ich mal deine ersten noch, also vor der Greenstar Challenge mal deine Parts geguckt habe, ist mal meine Mutter reingeplatzt und hat sich dann dazugesetzt und mitgeguckt. Oh, wow. Die übrigens am gleichen Tag Geburtstag hat wie Michael. Nur mal so als kleiner Insider. Stimmt, hast du mal erzählt, ja. Richtig, der 27. Oktober. Natürlich liegen jetzt ein paar Jahre dazwischen und so, weil meine Mutter, ne, irgendwo Dinosaurier... Ja, ich will es auch hoffen. Also nichts gegen deine Mutter und so, aber... Nee, die ist ja irgendwann hier noch vor Jesus, vor Christi Geburt und so. Wartet doch. Hier ist der grüne Stern. Da ist er. Komm ich da ran? Oh, das ist so Oh geil. Ja, ich habe eine Idee. Ja, du musst kopfüber irgendwie hängen, aber das ist schwer. Ich würde eher sagen, er sollte eigentlich eher Weitsprung machen, weil er ist eher links oben, das heißt gerne mal, ja, nach links oben. Ja, du kannst ja keinen Weitsprung, du springst da ganz normal ab. Du kannst ja keinen Rückwärtssalto, keinen Seitsprung, du springst einfach nur ganz normal ab. So. Ja gut, springen kann ich halt, ja, dann halt springen und dann so noch. Ja, aber hast es ja gerade auch gemacht und hat trotzdem nicht erreicht. Ich glaube, ja, da war ich auch rechts und der Stern war links. Jetzt hier nicht in politische Richtung abdriften. Himmelarsch und Donnerzwirn, hey. Da merken wir mal wieder, Leute, wenn da Kai dabei ist, dann packe ich plötzlich noch ganz neue Sprüche raus. Ja, und trotzdem alles Schweizerdeutsch. Genau, ne?
Ja, leck mir doch am Chapley. Genau. Leck mir doch am Chöpli-Eisen, dem Chöpli. Es sind nicht 2 P, es ist nur 1. Dann habe ich es falsch ausgesprochen. Tut mir leid. Aber ich glaube, macht sowieso nichts, weil die Schweizer Grammatik hat, die Schweizer Sprache hat eh keine Grammatik. Boah, ist aber wesentlich leichter. Also. Ja, das ist eigentlich so. Völlig. Ja, und jetzt. Und nein! Okay, muss aufhören. Verdammt. Ja. Aber das sah gut aus. Ich glaube, du musst einfach nur den recht früh abspringen und dann dürfte das klappen. Ja, das Springen war gut. Ich habe nur zu früh noch den Ding gemacht. Da, wie hieß er schon wieder? Den da halt. Aber Leute, jetzt mal so fair sein. Also kommt, das muss man ausprobieren. Also keiner ist hier beim ersten Mal gesprungen und hat direkt das Ding eingesammelt. Das kommt alles so schnell und überraschend. Also ja, Programmierer vielleicht schon. Hat er gehabt. Das ist. Also ich möchte mal schon meinen, dass ich jetzt vielleicht nicht so oft bei meinem ersten Durchlauf gestorben bin wie Michael, aber da habe ich auch einige Anläufe gebraucht. Wow, das ist ja nett von dir, dass du mich trotz allem noch ein bisschen in Schutz versuchst zu nehmen. Versuchst, super. Ja, sorry, ich war da ein bisschen abgelenkt und deswegen kommt immer das versucht hinaus. Ja, man muss ja sagen, also Fails machen die Unterhaltung aus. Downflogs, tüt. Ich glaube, das wissen auch Zuschauer immer zu schätzen. Also auch wenn bei mir ein Fail irgendwie mal passiert in Mario Party oder so, dann kommen die Leute mal hihihi und so. Ah, perfekt. Gegrabt. Was das mit dem Fails betrifft, das wird zumindest mal eine Zuschaueranzahl erklären. Das vor allem bei Fail-Episoden, dass ich da mehr Zuschauer habe. Das ist einfach so, weil Fails einfach, das ist interessant. Ich meine, wenn man zum Beispiel, nicht so ein 100% Perfect No Damage Zelda LP da runterlulliert, wenn man das einfach nur ohne irgendwelche Special-Sachen macht, einfach nicht Besonderes, dann kannst du auch ein Walkthrough draus machen. Also ohne Let's Play-Kommentare und so, das ist einfach nur langweilig. Das stimmt leider. Nein, man natürlich, das stimmt natürlich. Skills sind blöd, Fails sind gut. Sehen wir auch bei anderen berühmten Let's Playern. Ich sage jetzt extra keine Namen, aber auch die, wenn die mal irgendwie einen Fail drin haben oder extra vor einem Fail machen, dann... Ist immer extra lustig. Genau. Du kennst die glaube ich auch, oder die ich gerade meine? Ja, natürlich. Also... naja, wir wollen ja keine Werbung machen. Ja, vor allem nicht den Zorn auf uns ziehen. Das sowieso, ne? Also, wenn man da kommt und sagt, ey, hast du ein Problem mit dem Let's Player? Also ich glaube, würde sich einer von uns irgendwie mit denen anlegen, ich glaube, die würden uns so zerfetzen. Ja, die selber vermutlich überhaupt nicht, aber die Fans von denen. Da meine ich ja, die Fans von denen würden uns so zerfetzen. Ich glaube, hier einmal ganz nach oben. Kannst du Ego-Sicht machen? Nee, geht eben nicht. Och, ich hasse das an dem Spiel. Die Frage ist, wie nah und wie weit ist es? Hä, wieso geht nicht? Scheiße. Weißt du was, ich mach's anders. Gehen wir zum Anfang zurück. Kann man da Ego-Sicht machen? Nö, ging eben auch nicht, aber ich mach's anders und gehen wir von hier aus. Sorry, meinte von hier aus? Ah, da oben. Sieht aber eine machbare Höhe aus. Ach, das ist über der grünen Giraffe da hinten. Giraffe würde eher sagen Dino. Ja, was auch immer. Ist halt lang, hell. An der Giraffe. Toll, zurückkommen ohne Kamera zu drehen ist natürlich super. Ja, das ist angenehm. Zack. Immerhin, die Mucke ist auf unserer Seite, la 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 la. Oh. Moment, hier war doch einer. Ach, das sind ja Wolken. Perfekt. Du Assi, was soll denn das? Sicher ein Hater gewesen. Stinkender Kackvogel. Mhm. Perfekte Hater-Tarnung, so. Mal kurz gucken. Könnte auch mit dem reellen Gemeinschaftsbild so zusammenhängen. Ne? Die sehen bestimmt gleich aus. So, hepp und zack, easy going. Bam bam. Gecheckert. Wir sind einfach die Besten. Ja, klar, natürlich. 100%ig. Würde ich auch jederzeit bestätigen. Gibt es eigentlich so persönlich für dich irgendwie so ein Fail-Spiel, wo du überhaupt nicht mit klarkommst? Ja, da gab's mal eins. Ich weiß gar nicht mehr welches, aber da gab's mal eins.
Oh, ich habe auch eins. Das kann ich auch wörtlich nennen und habe ich sogar mal vor, als Let's Fail direkt zu präsentieren. Ist auch ein N64-Spiel. Also ich kann mich erinnern, es gab früher sowieso einige solcher Spiele. Eines war, glaube ich, sogar noch, ich muss gerade überlegen, Donkey Kong Country Land. Nein, Donkey Kong Land 2. Auf dem Gameboy damals, da habe ich irgendwie 2 Level geschafft und sonst nie mehr. Muss ich sagen, habe ich nie gespielt, aber irgendwann will ich auch mal Donkey Kong Country Blind Let's Playen. Wird lustig. Nee, das Spiel, was ich meine, ist Glover, falls ihr das was sagt. Das ist für den N64. Ich glaube, ich habe schon mal gehört, aber sonst sagt es mir gar nichts, ne? Also, Story natürlich wie für Nintendo-Verhältnisse immer unglaublich kreativ. Ist ein Handschuh, der ist in eine Suppe gefallen und erwacht fortan zum Leben. Ja, das ist der Topf, da ist auch Obelix reingefallen. Und der lebendige Handschuh versucht dann irgendwie irgendwelche Kristalle zurückzuholen. Und man muss dann ständig mit dem Kristall, der in Gummiball verwandelt wurde, da zurückbalancieren. Das Problem ist, wenn es nur einfach wäre, ist schön und gut, aber die Steuerung ist erstmal recht kompliziert und der Ball hat seinen eigenen Willen. Und Aha, du meinst Glover? Ja, natürlich. Ich hab vorhin gerade verstanden, Glover mit A. Nee, Glover mit E. Also ich kenne das Spiel selber nicht, aber ich hab's mal vor einiger Zeit, ach du Scheiße, ist ja auch schon über ein Jahr her, da war noch glaub, knapp vor meiner Zeit als Let's Player, noch in der Anfangszeit, habe ich noch eine Let's Playerin gekannt. Die hat unter anderem auch Ocarina of Time gezockt, aber auch Glover. Oh, super. Dann bin ich ja nicht der Einzige. Und das wird so ein Let's Fail bei mir, weil ich weiß noch damals, also ich habe die Originalspiele hier und ich weiß noch, dass ich damals, also ich möchte mal in die erste Welt halt geschafft und danach war ich in der zweiten Welt und da ist der Ball dann in irgendwelche Stacheln reingeflogen und wie so ein Gummiball auf Stacheln reagiert, ist ja allseits bekannt, ne, wissen wir ja. Da muss ich jetzt hier keine Geheimnisse auspacken. Das war so ätzend. Ich hab das ja, ach da hinten, guck mal. Ja, wie komme ich da hin? Ja, Wolke holen. Oder eigentlich, nee, das würde ich nicht machen. Geh mal runter nochmal, spring mal nochmal runter. Ach, du meinst, du musst ja mit 3 rüberspringen? Ja, du brauchst gar nicht 3. Der springt unheimlich weit mit seinem Weitsprung. Ich glaube, also kommst du mit einer Wolke hier oben, also, na, du weißt, was ich meine. Naja. Ja, doch, glaub, müsste klappen. Also 3 brauchst du bestimmt nicht. Denke ich. Ja, komm schon. Nee, also eine brauchst du auf alle Fälle. Zack. Ja, da brauchst du noch eine. Aber eine reicht, glaube ich. Das schaffst du. Also ja. Anlauf, Weitsprung und am Ende... Zack. Und jetzt Rinnenspringen. Und... Nein! Ich glaube, du hast zu früh gedrückt. Der schwebt unheimlich lange. Jo, glaube ich auch. Und ich hatte keinen Save Point. Ach, ist egal. Ja, ist egal. Ach, schnell die Wolke gegrabt und rübergejumpt. Der fliegt ja unheimlich weit. Also hier sieht man das auch ganz gut. Das ist... Ja, Wolken-Mario halt. Auch eine der coolsten Fähigkeiten in dem Spiel, wie ich finde. Ja, hat durchaus was. Zeit, 23 Minuten, sieht nicht so schlecht aus. Ach, wir haben... Kann ich eigentlich die Wolken hier maximieren? Also wenn ich jetzt nochmal 3 nehme, habe ich nachher 4? Nö. Nee, das geht leider nicht. Oh, wäre schön, da könnte man ja bis zu 5 Stück einpacken. Das wäre super. Ja, da kommst du so nicht hoch. Schade. Naja. Aber man hat gesehen, es geht. Wow. Let's go. Hoppa! Und jetzt reinspringen. Denk dran, nicht zu viel schütteln. Musst du gar nicht. Punktlandung. Also das gibt doch eine 10,0 auf der Skala. Ja, auf welcher? Auf der Fail-Skala oder auf der Pro-Skala? Ach, war Punktlandung. Also, das ist wie Turmsprengen, ne? Abgesprungen, doppelter Rückwärtssalto mit 10-fach Schraube und was weiß ich nicht. Das höre ich doch immer wieder gerne. So, und... Dann noch zum letzten Mal. Und der ist ganz hinten, das weiß ich noch. Da musste man ganz zum Schluss und ein bisschen höher als der in Originalstern. Mehr war das nicht. Also, zugegeben, hier sind sie recht einfach, finde ich. Ist die mal eine nette Abwechslung? Naja, man muss sagen, ich finde auch manche Galaxien sind darauf ausgelegt. Einfach denkst du, na, das ist halt eine Galaxie mit leichten grünen Sternen und da gibt es halt auch so welche, die sind einfach nur ätzend zu suchen. Meistens die Bowser-Galaxien, weil die recht groß sind.
Welcome in the galaxy! And hello people, welcome back to Super Mario Galaxy 2 with my Commodore Lord Kai. Einer wollte ja mal Lord K aussprechen, was ja im Englischen tatsächlich, glaube ich, richtig wäre. Echt? Fand ich allerdings nicht so cool. Lord K. Das klingt ein bisschen nach K-Gay. Ja, habe ich auch gedacht. Wobei, könnte ja stimmen, weißt du, wegen Men in Black und so. Ach, na, danke schön. Ja, wegen K, deshalb K. Naja, aber du müsst ja halt ein Y hinten dran stehen. So. Wer es übrigens nicht weiß, auf dem Trommelding kann man eine Stampfattacke machen und kriegt man ein paar Sternteile. Sehr nice. Gut, jetzt sind wir abspeichern. Hier weiter, nö, was? Nee, das ist der Alternativweg. Wo du hier Sterntypi füttern musstest. Ja, stimmt ja auch. Die alte Fressratte. Jetzt komme ich halt wieder hoch, oder wow? Achtung! Ich habe einen Block vorm Kopf oder einen... Wie sagt man dazu? Ein Brett vorm Kopf, genau so rum. Ja, da war sie eher überm Kopf. Ja, Au! ja. Du bist ein Assi-Mann und jetzt musst du sterben. Tod, weil Assi. Und auch wer unnecessary information sucht, die Grünen spucken 2 Steine hintereinander, die Blauen nur ein. Das ist interessant, ne? Jo, hat was. So, sehe ich ihn bereits? Sehe noch nicht, wa? Nee, das ist ganz hinten. Ganz am Schluss. Ja, da hinten. Ah ja, ich sehe ihn. Das wusste ich, also das ist ein Stern, den habe ich mir behalten. Manchmal hat man so einen Geistesblitz und manchmal ist man betriebsblind. Betriebsblöd in meinem Fall. Der war gut. Jo. Ich habe, ja, das passiert, weil ich mir gerade etwas überlegt habe. Und so habe ich mir überlegt, wie oft haben wir jetzt schon in dieser Folge wohl diesen Tü-Tü wegen der Batterie gehört? Ich weiß es nicht. Schreibt es bitte in die Kommentare, Leute. Genau, macht mal einen Piep-Piep-Zähler oder wie das heißt, Counter, ne? Sagt man jetzt im modernen Denglisch. Oh. Denglisch. Das ist eine Krankheit, sag ich dir. Das ist eine Krankheit. Mehr nicht. Denglisch kenne ich gar nicht. Ich kenne nur Swiss-Denglisch. Echt? Ja, stimmt. Okay, macht ja Sinn irgendwie. Schweizerdeutsch plus Englisch kombiniert gibt das Swiss-Denglisch. Das erinnert mich... Oh. Ach so, ich dachte, das fällt jetzt runter. Das wäre jetzt ein bisschen kacke gewesen. Was ich überlege gerade nur, wie kann man jetzt da weiter? Na, geht ja wieder auf. Ja. Jedenfalls erinnerte mich das, was du sagtest, gerade an eine Cousine, die die ist jetzt in Schweden, habe ich ja mal erzählt. Und die macht einen Mix aus... Oh Gott. Die macht einen Mix aus Deutsch, Englisch und Schwedisch. Das nennt sich dann Schwengedeutsch. Ey, so bescheuert. Aber ich will ja nichts sagen. Wo ist der jetzt? Ah, da hinten. Da hinten. Da hoch und rüberspringen müsste klappen. Ich würde es rechts machen, weil sonst ist dir der Wind im Weg. Wie rechts? Achso, du meinst darüber dann? Hinter dem Wind, also unten lang springen und dann... Weitsprung? Geht das? Ja, würde schon gehen. Ja. Wenn es auch machen würde. Na, mach mal jetzt einen Weitsprung. Von da aus hast du mehr... Genau. Zack. Und jetzt hoch. Ja. Oh, Ja. Der Wind spielt trotzdem mit. Na toll. Gegrabt. Super. Geht auch so, geht auch so. Aber wieder mal ein sehr leicht ersichtliches Versteck. Wenn man das überhaupt Versteck nennen kann. Ja, ein richtiges Versteck war es eigentlich nicht, aber war trotzdem interessant. 164k. Ich glaube, man muss Grünsterne sowieso so ein bisschen einsortieren nach schwer zu erreichen und schwer zu finden. Wieso eigentlich nicht, ja. Da kann man schon sagen, also beispielsweise Bowser-Welt in Spreng in Lava, sonst kriegst du keinen grünen Stern. Das schreit ja schon fast nach Sadismus. Ich glaube, einer bei Nintendo hat da so ein bisschen eine A dafür, habe ich das manchmal das Gefühl. Denkst du? Na, ich meine, wer denkt sich sonst manchmal so? Also es gibt ja, man muss ja sagen, die heutigen Nintendo-Games sind ja schon ein bisschen mehr leichter gemacht, weil sie einfach auch die jüngere Generation ansprechen soll. Was manchmal wirklich so ein bisschen die gegenteilige Wirkung hat, denke ich. Das ist jetzt spekuliert. Ja, aber gut möglich, ja. Also, oh, wir haben noch so viel zu tun, hey. Ach, schaffen wir. Gleich, let's go, weiter. Achso, wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Ja, deshalb bin ich ja hier.
Von der Zeit her wären wir bereits bei 30 Minuten angelangt. Na denn, also du musst entscheiden, ob wir einen Cut machen. Ich bin noch bereit. Immer noch Cedar Schandtat. Ich glaube, ich habe einen grünen Stern. Ein grünen Stern. Hier. Ich glaube, ich habe langsam irgendwie grünen Paranoia. Tinnitus und so. Nee, das ist eine Paranoia. Du denkst, überall sind grüne Sterne. Überall sind grüne Sterne. Ja, ich fürchte auch, ja. Ja gut, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die Folge und machen das nächste Mal weiter, wenn es dann halt sonst irgendwie zu knapp wird am Schluss mit den Folgen und so, können wir immer noch vielleicht ein bisschen länger machen und so, aber ich denke mal, sonst seht ihr gar nicht mal Mario drauf rumhüpfen. Ja, ist Schildspringer. Ich denke mal, 2 Folgen noch für Welt 3, haben wir die auch fertig. Und eine Sekunde, ich möchte mal was anmerken, dass die Batterie in diesem Part gehalten hat. Ja, die Meldung kam trotzdem häufig, Mann. Ja, komm, da sehen deine Zuschauer doch eiskalt drüber hinweg. Immerhin lädst du ja irgendwie 2000p hoch, oder was das ist. Hier aber nicht bei Galaxy. Nee, aber HD. Nee, wir machen nur HD, weil bringt sowieso nichts. Du kannst zwar auf Original hochrennen und so, aber, also encodieren, nicht rendern. Ja, wir wissen ja alle, die Wii ist jetzt nicht so die Grafikbestie, ne? Aber du hast auf YouTube keinen Qualitätsvorteil deswegen und daher habe ich einfach nur 1 Stunde bis 2 mehr Aufwand, also da bringt es ja auch nichts. Ja, das stimmt. Also bei mir beispielsweise gibt es ja gar keine HD-Let's Plays, grundsätzlich nicht. Alle nur 480p, außer Amerika. Aber ist ja auch direkt in 1024 x 768 aufgenommen. Da kann man HD raushauen. Ist aber auch notwendig bei dem Let's Play. Ja, kann man gut vorstellen, ja. Eine Echtzeitstrategie, da muss man schon mal ein bisschen kleineres. Ja, ist gut. Ich blicke gerade hier 2, hier vielleicht 3 Folgen noch. 3, 6, 9, ach du Scheiße. Jo, wird eng. Packen wir. Ja, irgendwie schon. Sowieso beim nächsten Mal bist du ja besser vorbereitet, nicht wahr? Na, wir können ja noch einen Part aufnehmen. Also, wenn du noch kannst. Mal kurz gucken. Morgens um 1. Ne, müssen sonst noch morgen so noch vorbereiten. Na gut, dann kann ich vielleicht mal... Ja, die heutige Aufnahmesession müssen wir dann mal jetzt beenden und dann das nächste Mal weiterschauen. Na klar, geht ja auch. Genau. Ich weiß gar nicht mal, so kurze Frage auch für die Zuschauer. Wie oft kommt bei dir eigentlich jetzt so momentan so eine Galaxy-Folge? Ja, in letzter Zeit eher seltener. Was aber auch damit zu tun hat, dass wir halt wegen Together und so warten mussten. Ja, das stimmt. Aber jetzt ist eigentlich geplant, sicher alle 2 Tage, wenn nicht sogar jeden Tag. Oh ja, das wird lustig. Haben wir 4 aufzunehmen, freue ich mich drauf. Also ich denke vor allem so ähnlich wie halt auch Naruto gerade, nach One Piece, das ist auch gerade aktuell eigentlich halt jeden Tag und so, weil es sind ja auch Let's Plays, die ich dann bis zum Release der Wii U gerne beendet haben möchte. Ja, da könnt ihr nämlich bei Michael die exklusiv genießen. Obwohl, naja, exklusiv kann man nicht sagen. Also, das wollen ja viele machen. Genau. Aber ich denke mal, bei dir kommt das schon ganz gut rüber. Ja, ich will's hoffen, ja. Also dann, liebe Freunde, das war's mal bei Super Mario Galaxy 2 mit einigen Quatsche, einigen Fails, aber auch einigen Skills, vor allem natürlich von Lord Kai, weil er hat ja so viel gemacht in dieser Folge und so tatkräftig unterstützt. Das war jetzt nicht nur Sarkasmus, nö, es war auch ein bisschen Realismus dabei, ernst gemeint natürlich. Und daher... Dankeschön. An dieser Stelle nochmal von mir herzlichen Dank an Lord Kai fürs Mitmachen, fürs Mitfiebern, fürs Mitkommentieren. Kein Problem. Immer gerne dabei. Aber natürlich auch noch vielen Dank an die Zuschauer fürs Zusehen, fürs Kommentieren, Bewerten. Auf jeden Fall Michael mal einen Daumen hoch lassen dafür, ne? Ja gut, das vielleicht auch, aber ich denke sowieso, das mal erwähnen und so in der Folge muss auch manchmal, wenn nicht sogar optimalerweise, jedes Mal so sein. Genau, passt. So, in diesem Sinne, nochmal zum Schluss, ja, wenn ihr Lord Kai weiter verfolgen wollt und so, natürlich gerne auf seinem Kanal vorbeischauen. Ihr findet den Link in der Kanalbeschreibung. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung und ja, lasst mal einen Kommentar bei ihm raus, vorbei, wie auch immer, ein Abo da. Ihr werdet sicher nicht bereuen. Na, das hoffe ich doch. Ja, also dann, lieber Kai. Würde ich sagen, wir sehen uns wieder, vielleicht, wenn ich wieder mit dabei sein darf vom guten Michael, sehen wir uns auch wieder im nächsten Part. Bis dann also, macht's gut, haut rein, Tschüssikowski und ciao. Ciao zusammen, juhu, let's play together.